Hallo, schön sind ihr da bei Handgelenk mal Pi. Ich bin Anne. Ja, wir haben ja immer noch von diesen herzigen Püppli. Und ich habe jetzt aber gedacht, ich muss es ein bisschen junkiger machen. Ich muss es ein bisschen verrückter machen. Ich möchte jetzt die einfach noch ein bisschen brauchen für andere Projekte. Und habe mir hier meine Jelly Plate oder meine mit der Jelly Plate bedruckten Kärtchen vorgenommen und habe mir hier so sättige, ein bisschen verrücktere Kärtchen damit gemacht. So sieht das aus. Es ist ein bisschen beklebt mit verschiedenstem Zeug, das ich hier noch so ein bisschen rumliegen habe. Rumliegen habe. So. Meine Jelly Plate Kärtchen, das sind eigentlich alle die so ja, jetzt nicht gerade so mega wunderschön rausgekommen sind. Die brauche ich dann immer irgendwie als so Hintergrund für zum irgendwas noch damit machen. Genau. Und dazu habe ich hier noch so ein paar Blumenkleberli. Und da habe ich noch ganz Haufen so ausgeschnittenes Blümchen-Zeug. Da haben wir die Blümchen, die haben wir glaube ich auch mal zusammen gemacht. In einem Video. So Aquarellblümchen und da hat es noch jenes anderes Zeug so drin. So Kreisli, so schöne aquarellige. Dann hat es gestempelte Blümchen von auch Linolstempel, die ich selber geschnitzt habe. Dann so aufgemalte, es hat Blättchen, es hat Riesenblümchen, es hat gestempelte Vögel, die auch Linolschnitt sind. Ja, da hat es jenes Zeug. Die Vögel, finde ich, jetzt passen gerade nicht so, also natürlich zu den Kärtchen schon, aber jetzt zu den Männchen gerade nicht. Das sieht dann irgendwie ein bisschen, ja, ein bisschen komisch aus, wenn da so riesen Vögel über diesen Kindern wachen. Genau, was habe ich noch? Jenes ausgestanztes Zeug könnte man noch nehmen. Und dann habe ich hier noch eine ganze Kiste voll mit so Bändeli-Zeug. Kann man auch alles brauchen. Genau, was habe ich hier noch drauf? Bändeli-Zeug, blablabla. Ja, da habe ich noch von diesen Kleberli gebraucht, die wir einmal bestempelt haben. Aber die sind halt alle recht gross und verdecken dann ziemlich viel vom Kärtchen. Also. Mal schauen. Ich würde sagen, ich nehme einfach mal an. Ich nehme einfach willkürlich irgendwelche. Da noch irgend so eins da. Das ist ein bisschen dunkel. Nehmen wir das. So. Und dann schauen wir doch mal. Das wäre doch herzig da für das Bübli. Und was haben wir noch? Den könnten wir nehmen. Und die mit dem Ballon, die müssen wir hoch. Aber man könnte ja auch hoch. Kann man ja auch hoch. Irgendwie so. So was. Und dann einfach mal schauen, was so würde passen. So, die können auch einfach das Blümchen haben. Das finde ich witzig. So. Vielleicht so. Und sonst. Federli. Federli hat es auch noch, aber das passt jetzt auch nicht so. So rum wäre es. Oder so. Ja, wieso so nicht, hä? So nicht? So. Der kommt kein Blümchen über, der kriegt irgendetwas anderes über. Der kommt mal, was wir hier noch drin haben. Da kommt ein ganzer Haufen so Standsteile über. Oh, die Vögel.
Vögel. Aber die sind auch ein bisschen gross. Die müssten fast ein eigenes haben. Die Vögel. So. Das Vögel. Ich weiß auch nicht. Ich weiß es noch nicht. Es sind jetzt alles ein bisschen grosse Standsteile, denkt es mir. Libellen. Passt auch nicht so. Aber irgend so eine grosse Blume könnte man auch schon. Ich möchte die da im Hintergrund von dem. Oh, schau mal. So. Ich muss da wieder ein bisschen rutschen, gell, damit wir alles sehen. So. Oh, das ist ein schöneres Vögel. So hängt alles ineinander hin. Man muss mega aufpassen, dass man das nicht verrupft. So. Oh, das ist schon ein bisschen verrupft, aber das kann man dann so ankleben. Oh ja, das passt ein bisschen besser. So. Oder was? Nein. Nein. Da ist noch ein schönes Blümchen. Oh, das ist auch herzig. Weiß nicht. Habe ich mich ja wieder wahnsinnig top vorbereitet, he? Ich habe es auch mal gemeint. Oh. Da hätten wir noch so ein bisschen ausgestanzte Kreisli. Oder so sättige da. So was Ähnliches, aber ein bisschen anderes Papier. Das sind nämlich so selber geschöpfte Papierli. Und die lassen sich dann so schlecht kleben. Oder das drückt dann so schnell durch, habe ich irgendwie das Gefühl. Was kommt da noch? Was kommt da noch für irgendwie im Moment gerade nichts so Spannendes. Oh, wenn ich das aufklebe, dann werde ich nachher wahnsinnig beim Aufkleben. Ich glaube, ich lasse. Ich glaube, ich lasse gerade. Aber, jetzt wollen wir doch hier mal noch reinschauen. Da. Also anstatt das Blümchen, das. So. Genau. Und der. Der hat so ganz viele Blättchen. Da. Ich komme gerade nicht vom Fleck. Aber da wären wir noch mit Blättchen gut drin. So. So, und noch ein kleines. Auch noch. Nö. Aber so. Das finde ich immer so herzig, so Kreisli im Hintergrund haben. Auch hier beim Vögel würde das vielleicht noch gut aussehen. Oh, das ist so ein ganzes Feines, gibt das. Und das Bübli. Ich bin noch nicht ganz überzeugt von der Farbe. Vielleicht eher etwas Blaues. Nein. Oh, aber
das würde von der Farbe her noch cool aussehen. Aber es wird dann noch ein bisschen zu. Nein, einfach ein anderes Blümchen dort. So. Einfach ein anderes farbiges Blümchen. Nein. Ich würde entweder sagen, etwas orange oder etwas pink. Probieren. Einfach probieren. Oh, wo geht's? Oh. Ja, genau. So. Und beim Vögeli fehlt da noch etwas. Muss da noch irgendwas her? Noch 2 Blümchen. Ich meine, man kann ja 2 von denen. Aber dann lieber nochmal so ein kleines Feiners. Oder sogar 3. Oh, das ist ja schön. Das finde ich jetzt also gerade schön. Oh, Blättchen. Ah, ich hatte doch da noch andere Blättchen gehabt, also da die. Und so wäre auch noch gut, oder? Ich glaube, das ist gut, aber jetzt gefällt mir plötzlich das Blümchen nicht mehr so. Wenn wir jetzt da in der so etwas würde, wieso klebt das? Aneinander an. Oh, schau jetzt. Oh. Oh ja. Oh, das gefällt mir. Ja. Das ist cool. So. Irgendwie bin ich mit dem Mädchen noch nicht ganz zufrieden. Das finde ich cool. Das finde ich, glaube auch cool. Vielleicht haben wir auch noch ein andersfarbige Kugel. Vielleicht eine, die ein bisschen mehr nicht so blass ist. Oh, schau jetzt. Oh, vielleicht die. So, oder? So. Ach, ich muss unbedingt noch mal von denen machen. Die sind so cool zum Machen. Das könnten wir doch auch mal zusammen machen, solche Aquarellkugeln, Deko-Dinger. Ich weiß gar nicht, wie man es nennen soll sagen. So, ja, komm. Und nachher kommen dann noch Bändchen drauf. Aber da irgendwie passt mir das Blümchen nicht. Vielleicht haben wir auch etwas Besseres. Vielleicht bei den Label. Ich habe eine ganze Handvoll voll so Labelzeug. Pink. Haben wir sowieso schon genug dort, glaube ich. So ein bisschen. Seht ihr überhaupt etwas, was ich hier figuriere? Gold? Nein. So ein Blümchen. Nein. Einfach nicht. Einfach irgendwie nicht. Wieso denn eigentlich nicht? So. Ja. Da hat es halt so einen weißen Streifen. Und den könnte man ja ein bisschen probieren zu verdecken. So. So. Ja, das finde ich jetzt gar nicht schlecht. Aber das Federli passt mir jetzt nicht. Oder ist es jetzt besser?
Ja komm, man kann noch etwas drauf tun, irgendwie etwas Verrückteres da. Ein bisschen kleiner. Oh, da kommt noch etwas. Da kommt noch ein Herzchen. Oder machen wir das eher da? Nein, nicht so. Das geht auch nicht. Passt zwar zum Ballon, aber irgendwie... Oh, das ist auch was Schönes. Würde es da noch gehen? Nein. Und so. Ja. Ja, wieso nicht? So, jetzt probieren wir noch irgendwas mit einem Bändeli herzubringen. Irgendwie wollen wir noch Bändeli. Da hat man noch so Glitzerbändeli. Würde es irgendwie da passen? Oder irgendein kleines Schleifchen. Oder ist das da ein bisschen too much? Oder noch etwas drunter und das drauf. Das. Vielleicht so. Vielleicht so ein Mäscherchen. Und das drauf. Oder, da würde sich natürlich auch ein bisschen Spitze anbieten. Oh, hübsch, schau mal. Wenn wir da oben ein bisschen Spitze dran machen, ja. Genau. So. Spitze. Und dann haben wir da so ein goldiges Bändeli. Ich weiß nicht, ob man es da drauf sieht, auf dem Label-Ding. Hat so goldige Tüpfchen. Ich sehe das, wenn ich es ein bisschen kippe. Da fände ich jetzt cool, wenn man da irgendwie so ein bisschen könnte. So ein bisschen Gold. Goldiger Faden. So oder so. So und... Oh, das haben wir natürlich noch. Oh, das würde gut passen. Das könnte man natürlich auch so als... So, als Tab. Und der Goldfaden drauf. Und dann anpostichen. Yes, da bin ich komplett dafür. Und jetzt das Bübli hier, das ist auch sehr wirr. Können wir etwas mit dem machen? Da haben wir sehr viel Material drauf. Aber auch irgendetwas, ich habe das Gefühl, man braucht hier noch irgendetwas. Ein Knopf zum Beispiel wäre jetzt auch noch cool gewesen. Nein. Das habe ich aber nicht so gerne bei Karten, weil ich das Gefühl habe, dass beim Rein- und Raus-tun hebt dann das nicht so gut. Aber wie wäre es? Was ist da los? Wie wäre es mit ein bisschen... Könnte man doch hier ein Mäscherchen machen aus dem? Nehmen wir mal das. Und für den junge Burst hier, was nehmen wir ja bei dem? Da hätten wir noch so etwas. Das finde ich jetzt würde gerade hier passen. So dem Muster und dem Muster. Haben wir da irgendein so ein Rüscheli oder etwas oder auf dieser Seite? Nein. Schon eher hier. Da haben wir ein bisschen von dem. So, das muss ich dann noch schauen, wie anmachen. Also, oh ja, genau, etwas, was ich bei diesen Kärtchen hier gemacht habe. Nicht bei allen, bei dem habe ich es nämlich vergessen. Aber hier habe ich noch so einen Rand drumherum gezeichnet mit einem schwarzen Feinliner.
Das würde ich jetzt noch recht hübsch finden, wenn wir das so machen würden. Irgendwie habe ich jetzt so den 0, wo ist es, den 0,8. Aber der ist gar nicht einmal so dick. Der dürfte gerne ein bisschen dicker sein, aber habe ich jetzt irgendwie gar nicht. Der andere. Wo ist echt der hergekommen? Ah, vielleicht hier. Ah, ja. Genau, ui. Da. Der ist auch 0,8 und das ist der Copic und das ist der No Name. Und wir können gerade schnell schauen. So. No Name 0,8. So. Copic 0,8. Er ist ja ein bisschen dicker und ein bisschen schwärzer. Ich weiss nicht, ob man es gut sieht. Aber ich würde jetzt eher den präferieren. Also komm, probieren wir es doch einfach mal. Schauen, dass wir das wieder wissen, wie es hergehört. Jetzt ist gerade der Autofokus abgehauen. Komm, da sind wir. Jetzt ist er wieder da, brav. So. So und ui. Ups. Ich wollte gerade sagen, weil ich ja nicht schön gerade zeichnen kann und ich das nicht will, dass das so perfekt gerade ist, machen wir 2 Linien, die immer so ein bisschen verrutscht sind extra, aber das ist natürlich gerade ein bisschen extrem. So war nicht meine Meinung. Aber ist okay. Ist total okay. Da ist viel. Da haben wir viel Material. Schub. Zack. So. Ui, schön. Jawohl. Und der hat auch so viel Material dran. So, alles wieder drauf, irgendwie, dass man noch ein bisschen weiss, wie es war. Und das Vögeli. Oh, das finde ich mega herzig, weil es so fein und schlicht ist. Und mein Plan ist tatsächlich, jetzt, als ich das eben gerade wieder vorgenommen habe, habe ich gerade wieder mal so Lust bekommen, wieder mal ein bisschen Schild printen. Und dann werde ich mir ein Journal machen, ein schildprintetes Journal, das so ein bisschen verrückt ist und wo so ein bisschen solche Sachen, siehst du, jetzt habe ich es schon wieder vergessen, so glaube ich, irgendwie, so ein bisschen solche Sachen reinpassen. Nicht so fein und herzig, wie die letzten Journal rausgekommen sind mit diesen Männchen, sondern wieder ein bisschen mehr verrücktes Zeug, ein bisschen überladener und so. Gut, ankleben das Zeug. Ankleben. So, da haben wir jetzt kein Kleberli. Da ist einfach das in diesem Ecke und das da und das drüber rein. Ganz easy und einfach. Ich nehme mir den Tacky Glue, weil ich möchte gerne, dass das bombenfest hebt. Und wenn ich das in irgendwelchen Täschchen drin habe, das nachher dann nicht abspickt die ganze Zeit oder sich einfach löst. He? Vor allem ist ja das, wie gesagt,
sind das schildprintete Kärtchen und die sind natürlich mit Acrylfarbe. Und die ist ja oben durch, hat die eine glatte Oberfläche. Das heisst, es muss schon ein Leim sein, der gut hebt, auf glatten Oberflächen genauso gut hebt. So. So, und irgendwie muss ich jetzt noch meine Zange holen, weil ich weiss nicht, ob man es sieht. Manchmal tut mein Tacker hier nicht ganz zumachen. So, aber grundsätzlich sollte es hier alles haben. He? Ja. Ja, und ich finde, es sieht gut aus. Jetzt hole ich noch schnell das Zängli, dass wir die Post-it schnell noch ein bisschen andrücken können. So, das ist einfach so ein kleines Mini-Flachzängli. Also, da drücken wir doch einfach die ein bisschen zusammen. Und dann hebt doch das wunderbar. So, einmal so. Wo haben wir jetzt noch gehabt? Hier. Genau. Zack. Alles schön zusammendrücken. Dass er alles schön hebt. Hier ist schön zu. Jetzt habe ich hier nämlich noch eins gehabt, das nicht ganz zu war. Nicht das. Das war noch was anderes, glaube ich. Wo? Hier. Das war auch nicht ganz zusammen. Ui. So, dann hebt alles hier. Da ist zusammen. Gut. Ah, mega cool. Jetzt wollen wir doch die alle mal anschauen. So, oh, ich finde die mega cool. Die sind super fröhlich, super verrückt und überladen. Das ist genau so, wie es mir gefällt. Und ja, wie schon gesagt, das nächste Journal wird irgendetwas mit Jelly Print sein. Aber das weiß ich jetzt also noch nicht so genau. Wie, wo, was, wirklich nicht. Ich habe einfach die Karte vorgenommen und gedacht, das wäre doch noch etwas für meine Püppli. Und dann habe ich gerade mega Lust bekommen, irgendwas mit Jellyprint machen in meinem nächsten Projekt. Und wenn euch das gefällt und ihr gerne dabei seid, dann schaut doch das nächste Mal wieder rein. Und wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr mir gerne einen Daumen hoch geben oder abonnieren. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!